Okay, so this You will see it's not the best. okay, so okay, we will switch. Yeah, good, so yes, yes. Recapitulation, and then that's it. And then it's a day. 20 So long. So long. Okay. So you have not to say. Okay. So that's the step. And then this we will talk after. You will tell me 3 minutes. Ich gehe heute ein komplett unbekanntes Terrain, genauso wie viele hier auch wahrscheinlich. Das
sämtlicher Wahnsinn, sämtliche Dinge, die sich die Menschheit eigentlich nicht wirklich erklären konnte, wurden dem Saturn zugeeignet. Und wenn ein Komponist ein Werk geschrieben hat, in H-Dur beispielsweise, wäre es der Blick auf die Inspiration, auf den Spiritu gewesen. Und wenn man das runterrückt, ist es nicht mehr der Geist, sondern das Gegenteil, der Ungeist. Also B-Dur ist eine Tonart, die den Wahnsinn darstellt, den Ungeist. Und Mozart schreibt eben ein Werk in B-Dur und das ist das sogenannte Jagdquartett. Und dieser Titel ist eigentlich eine schreckliche Verballhornung dessen. Ich denke, es war irgendein unleidiger Verleger, der sich den Titel hat einfallen lassen, weil es hat mit Jagd in dem Sinne mal gar nichts zu tun. Außer dass man sagen würde, der das komponiert hat, war der Gejagte. Also der Titel hat eigentlich keinen Zweck. Und Mozart, wenn man sich das vorstellt, die Dominanttonart ist dann F-Dur, also der Blick auf das Glück, dann ist es ein Blick darauf. Also es ist so ein bisschen wie bei Hesse, bei Demian, die Szene, in dem sich die Menschen mit dem Keinmal, die Ausgestoßenen, bei einem Ballsaal bewegen und sehen, wie drinnen die Menschen ihr Glück verfolgen und sie sind aber nicht Teil davon. Also alles, was dann eben im Seitenthema kommt, das Thema, das ist alles mit Distanz, mit Blick auf die anderen. Und dieses B-Dur, man kriegt dann den Schlüssel dazu im langsamen Satz, das ist der dritte Satz, den er nämlich interessanterweise in S-Dur schreibt. Und S-Dur ist die Nicht-Leben-Tonart. Wenn E-Dur Maestias ist auf die Venus, und das ist das alles, was das Leben gebiert, dann ist S-Dur eine Todestonart. Und dieser Spiel da zwischen S-Dur und C-Moll, das war dann ein sehr beliebtes Spiel von Mozart, auch so ein bisschen ein Seitenblick auf die Freimaurerei, weil C-Moll war als Tonart eigentlich nicht erlaubt, das war eine blasphemische Tonart, das ist im göttlichen Zustande zu sein. C-Dur wäre der Blick auf Gott, C-Moll ist der göttliche Zustand selbst. Also C-Moll ist dann eben eine sehr heikle Tonart, aber das S-Dur, mit dem er beginnt und dann in diesem langsamen Satz immer wieder auf C-Moll wieder rübergeht, das sind so diese Mozartschen Signale. Und dann geht er wieder zurück auf B-Dur und wieder in einem sehr mozartischen, ungeistigen, künstlerischen Wahnsinn verfallend. Das ist so eigentlich, wie ich dieses Quartett sehe, auch wenn es da verschiedene andere Meinungen hoffentlich darüber gibt. Danach wird es ein Werk geben von Selim Abdel-Mullah. Da weiß ich genauso viel wie Sie, nämlich gar nichts. Die einzigen, die darüber wissen, ist das Quartett und der Komponist selbst, weil das so frisch komponiert ist. Man hätte früher gesagt, die Tinte ist noch feucht. In dem Fall glaube ich eher die Pixel sind gerade mal sichtbar auf den Bildschirmen. Abdel-Mullah ist, was ich von ihm weiß, ein Komponist, lebt in der Schweiz, ein Pianist. Deswegen ist es auch sehr pianistisch gehalten. Er verwendet auch Sonatensatzformen, also fast konservativ in der Form. Und ich bin sehr gespannt, was er dann aus diesem eigentlich recht anachronistischen Zugang macht. Also das kommt dann Selim Abdel-Mullah und dann wird der Kongold am Ende gespielt. Kongold ist ein Werk, das er im Auftrag des Burgtheaters komponiert hat, eine Bühnenmusik. Also das Burgtheater hat es im Jahr 1913, hat immer wieder da solche Intermezzi in Auftrag gegeben. Und da hat er dieses Werk komponiert, in einer größeren Besetzung für ein Kammerorchester, und das ist da die Fassung für Streichquartett davon, komponiert im Jahr 1913 auf Shakespeares Viel Lärm um nichts. Und werden viele von uns kennen, also es ist diese recht verspielte Spielart zwischen Liebespärchen, zwischen zwei Liebespaaren, das ist dieses Viel Lärm um nichts, das ist eine sehr Liebesgeschichte, komödiantische Darstellung, und dem fühlt er sich in 3 Sätzen fühlt er dem nach, Kongold, mit einem skurrilen Begräbnismarsch in der Mitte als zweiten Satz, den er komplett grotesk umschreibt, also auch da kommt der Schalk vor. Hier ist ja auch Erich Wolfgang Kongold, also das Wolfgang hat er mit Mozart gemeinsam. Geht ja dann durch ohne Pause dieses Konzert, 4 Sätze Mozart, Abdel-Mullah ist, was ich weiß, durchkomponiert in einem Satz, dauert etwa 20 Minuten, und dann ist Kongold mit 3 Sätzen. Viel Vergnügen. Okay.
Bleibt noch einen schönen Ostersonntag zu wünschen. Und wer noch Freude hat, am Ostermontag zu kommen, 7 Uhr, kommt nochmal das Kandinsky-Quartett mit Beethoven Opus 59.3, dem dritten Rasmowski-Quartett und einem der Bartok-Quartette. 19 Uhr am nächsten Montag. Ostermontag. Schöne Ostern. Danke.